Warum hasst niemand die Schweiz? Wieso lieben alle die Schweiz? Es ist so ein klassisches Video, wo ich immer drauf reagiere. Irgendwo spawnen die immer und dann gucke ich mir sie an. Okay, yalla. Uhren und Taschenmesser gemeinsam. Sie funktionieren immer. Genau wie das Land, das sie gebaut hat. Oh, interessant. Wo ist das? Oh, wir können jetzt wieder tief in Geogesser reingehen, Chat. Aber wir lassen es. Wir lassen es bleiben. Ein Land, das sich selbst so ernst nimmt, dass sogar der Müll Clean Girl Aesthetics hat. Willkommen in der Schweiz. Hallo zusammen, hallo. Mega geil geschnitten. Bruder. Warum niemand die Schweiz hat? Hier begann alles mit einem Berg, 3 Männern und einem sehr passiv-aggressiven Nein zu Österreich, was die Schweiz von Grund auf schon einfach sympathisch macht. Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1291. In jener Zeit, in der man dachte, Den Rütli-Schwur. man könnte Probleme mit Blutegeln, Weihwasser und einem sehr ernst gemeinten Schwur auf einer feuchten Wiese lösen. 3 Talschaften, die Uri, die Schwitz und die Unterwald, Die Schwitz. Bruder, das sind doch KI-Bilder hier hinten, ne? Das sind keine echten Bilder. Bruder, das sind KI-Schweiz-Bilder. schließen sich zusammen. Denn sie haben die Schnauze voll von den Habsburgern. Halt, stopp! Jetzt reicht es! Hallo, Nein, jetzt red ich. Oder wie man in der Schweiz sagen würde, es haut mir den Nuki usse. Die Es haut mir den Nuki use. Das heißt so viel wie, es haut mir den Schnuller raus. Wir müssen das in Deutschland groß machen, Chat. Digga, da haut's mir den Schnuller raus. Alter, da fliegt mir aber prompt der Schnuller aus der Fresse, wa? Habsburger wollten die Alpen, mehr Macht und am besten noch die Kühe. Die Schweizer wollten ihre Ruhe. Ich möchte hier sitzen. Also gründeten sie ein Bündnis, einen Schwur. Quasi die mittelalterliche Version einer WhatsApp-Gruppe mit dem Namen Wer Österreich reinlässt, fliegt. raus mit die Viecher. Aber jede gute Revolution Hat sich die Schweiz so krass gegen Österreich damals gestellt? Das wusste ich nicht. braucht ein Gesicht. Und die Schweizer, die bekommen Wilhelm Tell. Nationalheld, Armbrustfreund Klar. und wenn man ehrlich ist, einen Vater, der pädagogisch ungefähr auf einer Stufe mit Darth Vader steht. Ein Tyrann der Habsburger zwingt ihm, seinem eigenen Sohn einen Apfel vom Kopf zu schießen. Ich kann diese abscheuliche und grausame Tat nur zutiefst verurteilen. Doch Tell denkt, Ist cool, man. er zielt, er trifft, der Apfel fällt. Und Tell ist Vater des Jahres. Gut. Historisch eher ein Mythos, aber das spielt keine Rolle. Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Was? Ich kenne nicht so viele Filmszenen, ja, Chat, das ist richtig, aber ich bin jetzt durch den Podcast drin. Ich bin drin. Interstellar, Catch Me If You Can, Batman, The Dark Knight. Ich bin dabei. Vermuten Sie. Die Schweiz war jetzt offiziell eine Idee. Eine Idee aus Mistgabeln, Misstrauen und einem Apfel, der sehr viel Verantwortung tragen musste. You just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. 1499 folgte der sogenannte Schwabenkrieg. Die Schweiz prügelt Wie sich lange er überlegen musste. Mann, Chat, ich hab den Namen vergessen, okay? Ich bin nicht gut drin. mit dem Heiligen Römischen Reich. Also mit so ziemlich jedem, der lateinische Titel sammelt. Ist noch jemandem zumute nach einer kleinen Schelmerei? Wenn ich meinen lieben Freund erwähne? Schwanzus. Longus? Das Ergebnis? Sieg. Schwanzus longus. Interessant. Und ein diplomatischer Mic-Drop aller wir machen jetzt unser eigenes Ding. Dieses Denken wurde 1515 nochmals verstärkt. Die Schweiz verliert die Marignano-Schlacht gegen Frankreich und tut, was jeder gesunde Mensch tun würde, der gegen Frankreich verliert. Sie beschließt, für immer neutral zu sein. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter! 1848 wird die Schweiz schließlich zum Bundesstaat mit Verfassung, Parlament und direkter Demokratie, aber ohne Hauptstadt. Warum? Weil es niemand Zürich gönnt und Genf zu französisch ist. You say, oui, oui. Doch weil man manchmal auch Kompromisse eingehen muss, ist Bern heute offiziell Bundesstadt. Die Eidgenossenschaft war geboren und wie jedes Neugeborene bekam sie erstmal ein Sturmgewehr und Sprengstoffpläne. Gut. Die Schweiz ist neutral, das sagen sie und das meinen sie, bewaffnet Neutral, aber gefährlich. bis an die Zähne. Haben wir ein Problem?
UdSSR? Während andere Länder Urlaubspaläste bauen, hat die Schweiz hunderte Bunker in die Berge getackert. Für den Fall, dass jemand unangemeldet vorbeikommt. Ja. Bin da! Ich habe mal in einem Bunker gepennt, als Kind. Bei uns auf dem Berg gab es so einen verlassenen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg und ich habe dort drin gepennt. Das war so die Attraktion von unserem Dorf, dass es dort diesen einen Bunker gibt im Wald. Das war so todesscary. Das Ganze wurde sogar noch auf die Spitze getrieben, indem Brücken, Tunnel, Autobahnen, sogar Bahnhöfe so gebaut wurden, dass man sie im Notfall sprengen kann. Zudem macht jeder männliche Schweizer Militärdienst. Danach haben alle ein Gewehr. Naja, nicht jeder. Ich wüsste jetzt nicht, wer keinen Militärdienst gemacht hat. Ich wüsste nicht, wer. Nee, Zivildienst. Jet-Zivildienst, Kita. Ich hab's gemacht. Zu Hause. Patronen gibt's erst, wenn's wirklich brennt. Hans, jetzt der Flammenwerfer! Jawohl! Und einmal im Jahr dürfen in Zürich Ist geil geschnitten, das Video. Ich kannte den Kanal gar nicht. Geil. Kinder beim Knabenschießen mit scharfer Munition auf Zielscheiben schießen. Warum? Weil man früh lernen soll, neutral bedeutet in der Schweiz nicht, dass man nichts tut. Es bedeutet, wir machen nichts, außer du fängst an. Ist halt echt Aber so, wer ne? mehr Bunker als Starbucks-Filialen hat, Knaben der braucht schießen. doch Geld. Und das schauen wir uns jetzt an. Im 20. Jahrhundert entdeckt die Schweiz ihr lukrativstes Exportgut, das Bankgeheimnis. Eine Art finanzielle Schweigepflicht, nur ohne Arzt, Anwalt oder Gewissen. Hallo, ich mag Moneten. Was andere Länder Korruption nennen, nannte die Schweiz Vertrauensvorschuss mit Zinsbindung. Mögt ihr Geld? Heute ist das Bankgeheimnis offiziell abgeschafft. Inoffiziell, ja, reden wir nicht drüber. Bro, es ist so krank, dass ich meine Ausbildung bei einer Bank gemacht habe, aber nicht 1:1 erklären könnte, was genau das Bankgeheimnis ist, ne? Ich könnte es nicht erklären. Ich bin zu vercrackt dafür. Nichts tun sie so, als war nichts. Ja, als Kind im Bunker, so mit 14, 15 im Bunker gepennt. Stellen sie sich dumm. Das machte die Schweiz zu einem der reichsten Länder der Welt. Während andere Länder die hohen Banknoten abgeschafft haben, um Geldfälschern das Leben schwer zu machen, wird in der Schweiz der 1000-Frankenschein für kleine Einkäufe beim Bäcker oder für Trinkgeld verwendet. Man gönnt sich ja sonst nichts. Dafür kosten die Dinge in der Schweiz auch mehr. So kostet gewöhnliches Waschmittel schon mal 50 Franken und im Discounter Globus kriegt man T-Shirts für einen lächerlichen Preis von 450 Franken. Ja, aber Bruder, das kauft sich halt niemand in der Schweiz. Also wenn du Globus gehst, dann bist du rich. Kein normaler Mensch geht in Globus, außer so fürs Weihnachtsessen oder so. Let's see what the price is. $450. Bruder, das sind Markenkleider. Wow. I mean, simple shirt, simple price. Was für ein Bro zeigt Amiri-Shirt. Oh, 450. Bruder, C und da Abfahrt. Schnäppchen. Ein Haus am Züricher See kostet ungefähr so viel wie eine sächsische Kleinstadt. Für viele Schweizer ist alles außerhalb der Schweiz extrem günstig. Geiz ist geil. Wenn man als Schweizer in den Urlaub fährt, ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass ein Urlaubsziel genauso teuer ist wie die Schweiz. Okay, let's go. Und wenn du jetzt denkst, schlimmer kann es beim Einkaufen nicht werden, dann stell dir Aldi Nord und Aldi Süd vor, aber auf Crack. Willkommen bei Migros vs. Coop. Migros vs. Coop. Ich war sehr, sehr lange ein Migros-Kind, weil das einfach in der Nähe war, wo ich aufgewachsen bin. Aber ich bin geswitcht zu einem Coop-Kind. Und Coop ist geil. Eigenmarken super. Die neuen Läden, mashallah, modern. Bin Coop-Fan. Ich muss sagen, Coop spielt gerade einen auf. Aber ich glaube, beiden Unternehmen geht es nicht so gut finanziell. Im Kalten Krieg, im Kühlregal. 2 Supermärkte, ein Volk. 2 Lager, die sich nie einig sind. Die Schweiz hat keine Gibt es diese Diskussion in Deutschland auch so? Ist man Rewe- oder Edeka-Kind? In der Schweiz ist so Migros versus Coop. Königsfamilie. Aber sie hat Migros und Coop. Und das reicht völlig für einen Klassenkampf mit Käseabteilung. Der Klassenkampf ist zurück. Hey, ich sag, Chat, ich mag immer so Witze, Deutschland, Schweiz, bla bla bla. Aber wenn es wirklich eines gibt, wo ich finde, da ist die Schweiz wirklich krass am Start, ist es Migros und Coop. Also wenn du einen richtig geilen Migros oder einen richtig geilen Coop mit einem richtig geilen Rewe oder einem richtig geilen Edeka vergleichst, Bruder, das ist so das Einzige, was ich ein bisschen vermisse, wenn ich in Deutschland bin und einkaufen gehe in so Läden, dass einfach Migros und Coop einfach krass sind. Wahrscheinlich preislich ein bisschen teuer, aber einfach die Produkte, die es gibt und wie sie da sind und so, wirklich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Da muss ich einmal Props aussprechen an die beiden Läden. Chill mal jetzt, what the fuck? Die Schweiz hat 4 Sprachen. Französisch, Italienisch, Rätoromanisch und Schweizerdeutsch. Und ich liebe Schweizerdeutsch. Ich würde gerne meinen Vater grüßen.
Hallo Vater. Hallo, Schweizerdeutsch ist die einzige Sprache, in der alles klingt wie ein Haustiername. Das Schwimmbad heißt Badi, die Schokolade Schoki und Schuchti Schächtli ist natürlich der Küchenhängeschrank. Schuchi Schächtli. Was auch sonst. Das ist ja normal, ne? Aber Vorsicht, sagt niemals einem Schweizer, ihre Sprache wäre putzig, sonst haut es ihm den Nuckiusse. Wenn du denkst, es wäre nah an Hochdeutsch, dann hör dir mal richtiges Schweizerdeutsch an. Grüezi. Wir kommen vom Schweizer Fernsehen Rundschau. Ja, Ich komme aus Deutschland. das merkt man gut. Und trotzdem, Digga, Banger-Clip. So ein Banger-Clip. trotz aller Dialekte, Vokale und Zungenbrecher, sind sich Deutsche und Schweizer an einem Punkt sehr ähnlich. Sie wissen, wie man ein Gespräch beendet. In Deutschland klatscht man sich auf die Oberschenkel und sagt so. In der Schweiz sagt man also, nicht mehr. Also, aber so sagt man auch in der Schweiz. Aber also ist schon mein Dad immer. Also. Und dann gehe ich. Nicht weniger. So Und wenn oder man nicht? schon eine Sprache hat, in der alles wie ein Haustiername klingt, dann überrascht es auch nicht, dass Kühe hier Namen haben. Taschenmesser mehr Funktionen als ein russisches Atom-U-Boot und Käse geografisch geschützt ist wie ein UNESCO-Weltkulturerbe. Gruyère? Ammetale. Denn in der Schweiz ist die Herkunft des Käses keine Frage. Sie ist ein Gesetz. Emmentaler kommt aus Emmental, Gruyère aus Gruyère und Mozzarella, der kann sich verpissen. Ein Schweizer Taschenmesser Bro, Chat, seid ihr Team Emmentaler oder Team Gruyère? kann schneiden, sägen, rechnen, übersetzen und wenn du es lange genug gedrückt hältst, kommt Ricola raus. Wer hat's erfunden? Des Weiteren hat jede Kuh in der Schweiz einen Pass. Kein Scheiß, wenn du hier eine Kuh verkaufen willst, brauchst du mehr Unterlagen als für einen Hauskauf Alle schreiben ernsthaft in den Chat rein. Es war ein Witz. Beides geil. in Deutschland. Was wollen die? Wir hätten gern den Passierschein A38. Und was für die Kuh gilt, gilt auch für alles andere. In der Schweiz ist Ordnung kein Konzept. Es ist eine Religion. Und Gott hat 2 Namen. Altpapier und Bündeli. Oh mein Gott. Oh mein Gott, und alle Deutschen. Ihr kennt diese Dinger. Bündele. Altpapierbündele. Ihr kennt die. Die kennt man in Deutschland, oder? In der Schweiz. 3 bis 4 Mal im Jahr. Die Leute checken's. Altpapierlaser. Da gehst du mit der Schule hin, bekommst so 3 Trucks, wo hinten viel Platz drauf ist und dann bretterst du durchs komplette Dorf zu jedem Haus und nimmst diese Dinger und jietest sie in den Wagen rein. Wer schneller reinjietet, hat gewonnen. Wenn du Glück hast, findest du irgendwo ein kleines Sexheft drin mit so 15, dann denkst du dir so, boah, Digga, oh, Sexheft gefunden, krass. Hat sich irgend so ein Weirdo dann mit nach Hause genommen, voll reingejietet die Dinger. Irgend so eine nette Mom hat vielleicht noch eine Schokolade oben drauf gelegt, weil sie wusste, die Schüler sammeln heute wieder die Dinger ein. Dann nimmst du das mit, ist Schokolade drin. Bruder, das war Cinema. Der Weirdo hieß sich, Bruder, ich habe die nie mit nach Hause genommen, zu 100% nie mit nach Hause genommen, aber ich habe die angeguckt. Digga, man war 15, so, oh, Digga, guck mal hier. Digga, war einmal so ein Playboy drin, du dachtest so, du hast Jackpot gefunden in deinem Leben. Man hat das mit der Schule gemacht oder auch mit dem Fußballclub. Dann hieß es mit dem Fußballclub am Samstag, so, jetzt hier, zack, Bündeli-Laser. Und dann wurden diese Dinger hier geholt. Papier kommt ins Bündeli, Karton auch. Aber wehe, du mischst sie. Dann stirbt innerlich irgendwo ein Beamter. Warum? Ich verstehe das. Warte, gibt's Bilder online? Hier. Immer Chat, immer so eine Tonne, wo dann am Ende alles reingejietet wird und so steht's dann vorm Haus. Aber ist schon mehr ein Landding. In der Stadt machst du es halt in Tonnen rein. Aber auf dem Land, Chat, da war das ein riesen Happening. Samstag, Altpapiersammlung, jalla. Unfassbar anstrengend, weil so ein Lehrer fährt dann das Auto, hier 10 km/h und du musst mitrennen und die Dinger und dann wird immer so das Battle, yo, wer kann von am weitesten weg die Dinger jieten? Dann nimmst du das Ding an dieser Schnur, jietest es in der Luft, reißt die Schnur auf, alle Zeitungen über die komplette Straße verteilt, aber trotzdem sehr, sehr Spaß gemacht. Es gibt Müllsäcke mit Gebühr. Nicht, weil es Sinn macht, sondern weil Abfall gefälligst bürokratisch korrekt zu sein hat. Selbst die Flagge ist quadratisch. Und das ist kein Zufall. Das ist eine Ansage. Es ist einfach anders, was da passiert. Denn wer so sortiert, der straft auch ordentlich. Willkommen bei den 2 großen Bs der Schweizer Erziehung. Blitzer und Buße. Allein in der Stadt Zürich gibt es knapp 100 Blitzer. Die Schweiz hat ein Tempolimit von 120 auf der Autobahn. Somit gilt man ab 123 km/h offiziell als Raser und ab 126 km/h fragt dich der Richter, ob du lieber deinen Führerschein oder eine Niere abgibst. Ja, das kann ich bestätigen, dass das tatsächlich so stimmt. Ja, und dass man da tatsächlich eine sogenannte Niere abgehen muss. Und dabei fahren die Leute hier Autos, für die man in anderen Ländern Adlige heiraten muss. Aber Tempo 50 ist hier kein Limit. Es ist ein moralischer Richtwert. Darf ich eigentlich im Schneckentempo über die Autobahn? Warte, was?
Bro, er hatte Haare. Das wusste ich nicht. Der hat sich gemacht bis heute. Solmecke hatte Glow-Up, Digga. Hier noch ein bisschen dicker gewesen, glaube ich, oder so. Und heute, mashallah, Chat. Solmecke, okay, Glow-Up gehabt. Und dann die Bahn. Während in Deutschland 5 Minuten Verspätung nicht mal als Verspätung gezählt werden, bricht in der Schweiz bei so einem Ergebnis ein nationaler Krisenfall aus. Gefolgt von mehreren Leserbriefen am nächsten Tag und einer Volksabstimmung am übernächsten. Denn in der Schweiz wird über alles abgestimmt. Wirklich alles. Nee, verstehe ich nicht. Darauf komme ich jetzt nicht klar. Von Steuern über Tempolimits bis hin zu, sollen Kühe ihre Hörner behalten dürfen. Das war eine echte landesweite Abstimmung über Hörner an Kühen. Weil ich ein Star bin. Während du in Deutschland wählst, wenn es halt mal wieder sein muss und sich irgendwie trotzdem nie richtig was ändert, wählt man in der Schweiz gefühlt jeden Monat. Wenn man hier mal 2 Monate lang nicht abstimmen darf, gibt's nervöse Unruhe in den Kantonen. Ja. Sind wir noch ein Volk oder schon Belgien? Direkte Demokratie heißt, jeder darf mitreden. Auch wenn es nur darum geht, ob der Kantonsschulhof rosa oder hellrosa gepflastert wird. Es gab sogar mal eine Abstimmung über zu viele Abstimmungen. Es ist alles dabei, von Sozialutopie bis Stammtisch. Was bleibt also nach dieser Reise durch die Schweiz? 26 Kantone, 4 Sprachen, 3 Klimazonen und trotzdem kein Chaos. Warum? Weil das Chaos hier fein säuberlich verstaut abgeholt wird. Die Schweiz ist nirgends Mitglied, aber überall wichtig. Neutraler als dein Navi, wenn du gerade jemanden überfährst, und zuverlässiger als dein Drucker. Aber hey, der Müll ist glücklich sortiert, die Bahn kommt in 27 Sekunden und man hat irgendwie das Gefühl, dass Steuergelder zumindest zum Teil sinnvoll eingesetzt werden. Da wird man sprachlos. Ein Land, das nie laut ist, nur effizient und notfalls explosiv. Es war mal wieder ein klassisches Video wie die Schweiz. Wir haben es mal wieder angeguckt. Geiles Video. Abipfel. Cooles Video. Liebe.